Und Speck ist Liebe. Zack, zack, Raclette vom Stedi. Und Patricia zeigt euch, wie man das in jeder Jahreszeit ganz easy zubereiten kann. Stedi Raclette für das ganze Jahr braucht natürlich fantastischen Raclette-Käse. Er ist jetzt leider ausgepackt. Sonst würde man sehen, dass er vom Familienbetrieb Strehl kommt. Hier bei uns, ganz in der Nähe Sigershausen. Das steht oben ein paar 100 Meter. Ich darf sogar sagen, ich kenne dort den Chef und die Chefin und so. Entschuldigung, ich habe ausgepackt. Fantastisch. Neben dem, was braucht es? Genau, ich brauche aber nicht den ganzen Pack, deswegen. Dann brauchen wir Herdöpfel natürlich. Logisch und tada! Ja, Herdöpfelgewürz. Kommt Herdöpfelgewürz. Wenn du schon bei den Gewürzen bist, dann nehmen wir noch Fondue Raclette-Gewürz. Einfach nehmen, für das, was Genau. drauf steht. So, Ja, so. ist einfach zu merken. Dann haben wir Speckwürfel, was vollkommen optional ist, aber ich weiss, da hast du Speck ist gern. Liebe. Ja, ein bisschen Rahm, wenig und Butter. Da kann man einfach das ganze Jahr machen. Und Dann. das kann man immer machen, wenn man Lust hat. Und die Zutaten keine. Weißt du das Beste? Dass es einfach geht, schnell geht und man kann es immer dann machen, wenn man Lust hat. Und damit man die Rezepte nicht vergisst. Weißt, man hat so viele Rezepte und Rezeptbücher Jetzt. und jetzt hat man das Kanal. Genau. Und darum müsst ihr noch Däumchen rauf Am besten. und abonnieren, Glöckchen einschalten. Ist gut? Dann vergisst du es nicht. Du tust jetzt richtig lang köcheln und ich komme gleich wieder. Es geht gar nicht so lange Zack, im Fall. zack. Gell? Die Herdöpfel sind schon gekocht. Es ist ziemlich zack-zack-Rezept. Also eigentlich ist es zack-zack Raclette. Zack-zack-Raclette. Machen wir ja. so. Bis Also, nachher. Zack, zack. ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Versprochen, dass Zack-Zack geht, oder? Bis jetzt habe ich meinen Ofen eingeschaltet, habe bei Umluft 180 Grad gemacht. Machst bei dir am besten so, du kennst deinen Ofen besser sicher. Nicht, dass nachher das Problem ist. Ich habe Herdöpfel geschält, geschnitten, einfach so halbiert. Ich habe meine Gratenform mit Butter eingefettet, schön von Hand, habe ich massiert. Und dann bin ich absolut parat, um jetzt das Zack-Zack Stedi Raclette machen. Einfach diese Herdöpfel Hälfte. Hier verteile ich, kann sogar überlegen, wie es am besten geht. So geht es fast besser. Je nach Größe von der Gratenform. Das Rezept eigentlich ist mal entstanden, als wir alle Zutaten für das Raclette gekauft haben. Aber unsere Raclette-Ofen hat nicht funktionieren. Also habe ich alles gehabt, habe ich gemeint, ich wollte das trotzdem essen. Da habe ich einfach im Ofen gemacht. Dann, wie der Stedi immer sagt, hat Herdöpfel, es kommt Herdöpfelgewürz. Schön verteilen. Da geht es super gut mit dem Streuen. Ich will einfach nicht, dass eine Herdöpfel alles kriegt und die andere gar nicht. Wir machen ja Raclette Fondue. Also nehmen wir nach Raclette Fondue. Gewürz. Und Raclette-Käse, natürlich. Verteile ich auch so. Ich muss hier auch bei mir schauen. Das ist natürlich nicht meine Gratenform von die Hai. Machen wir es so. Schön, ne? Schön, schön. Jetzt kommt's. Speckwürfel, wenn man will, Speckwürfel nehmen. Wenn man das nicht gern hat, nicht will essen, einfach weglassen. Man kann auch Raclette daheim machen, mit Brötchen oben dran oder ohne. Ja? Und das ist genau das Gleiche hier. Einfach verteilen. Mehr muss man nicht machen. Und jetzt mache ich nur so wieder ein bisschen Fondue Raclette Gewürz drauf. Das gibt den Geschmack in dieser Käse, aber auch Farbe. Und ein bisschen Rahm. Der kommt nachher schon noch runter, hier. Und wird von dem Herdöpfel aufgesaugt. Ja? Und so verbrennt hier das Ganze auch nicht im Ofen. Ja? Wirklich nicht viel. Gut. Fertig. Zack, zack. Ja. Das bringe ich in den Ofen. Das verteile ich hier noch ein bisschen so. Bringe ich in den Ofen, bis der Käse aufschmilzt. Also wie beim Raclette-Öffeli auf dem Tisch. Und dann nehmen wir raus zum Probieren. Guck mal. Man könnte fast meinen, man braucht keine Raclette-Öffeli. Ja? Da habe ich das Raclette zack, zack gemacht aus dem Ofen mit Herdöpfelgewürz. Fehlt nur noch der Stedi, damit wir probieren können. Ja? Es schmeckt wirklich genau so nach Raclette. Bist schon da, super gut. Ich sage jetzt nicht, dass es eine Walliser Spezialität ist, weil wir haben den Raclette-Käse
excusez-moi, wir haben den aus dem Thurgau genommen. Ausnahmsweise Strell ist keine bezahlte Werbepartnerschaft, sondern ich finde auch den Raclette cool von denen. Ja. Guck mal, den habe ich jetzt genommen für den Abend. Ah, Ist noch nicht abgeschleckt, so. gell? Hast du nicht abgeschleckt? Nein, habe ich nicht. Ah, schade. Ja, Raclette könnt ihr euch guter. vorstellen, aber ich noch nie gehabt. Ist da feine Söseli dazu? Gut. Ist bloß Rahm, die jetzt das ganze Gewürz aufgenommen hat. Ich würde jetzt, weißt du, für mich, ich mache jetzt so, bevor ich da Vollgas reinhaue, ich nehme noch ein bisschen von dem. Willst du nicht zuerst probieren? Ja, nur auf eins, dann kann ich es nachher gerade vergleichen, weißt du, Okay. so. Es hat schon, hast du gesehen. Ne? sehr fein. Und du hast alles gesehen, bist bis am Schluss geblieben. Dann, sei so gut, gib uns ein Like. Mega. Am besten abonnierst den Kanal, dass du die nächsten Rezepte nicht verpasst. Und jetzt kann man hören. Und? Logisch. Fantastisch, weil Herdöpfelgewürz auf den Herdöpfel, Fondue Raclette-Gewürz auf dem Käse, guter Raclette-Käse, kann aber Noch auch, mehr dazu. könnte auch einen schlechten nehmen, dann müsst ihr einfach viel mehr von dem drauf tun. Beim Strell nur ganz ein bisschen, einfach erzeugt den Geschmack noch ein bisschen davor. Gut. Auch Eben, so. wenn du würziger bist, dann kann man auch auf dem Tisch lassen. Und dann machen wir ein bisschen mehr, wenn man ein bisschen salziger ist, oder? Und sonst weniger. Herdöpfelgewürz gehört ja immer aufs Auf dem Tisch. Aufs Nachttischchen. Einfach, dass ihr es sicher gerade findet. Weißt du, dort steht ja sonst kein Gewürz rum, sondern nur das Herdöpfelgewürz. Die Farbe, so sieht man auch schnell. Gell? Danke vielmals, mega Ja, gemacht. Weiter, sehr gerne. einmal mehr. Sehr, sehr gerne. Nächstes Mal haben wir schon fast die 200. Kochsendung. Ja, Nicht? noch nicht ganz, aber über 100 haben wir. Oh, haben wir? Ich habe das Gefühl, Wow. wir sind schon beim 100. So. Ich glaube, wir Das ist können es unglaublich, nachzählen. wie Ist schnell gut. gegangen ist. Machen Sehr wir das. gut. Oder machst du das? Wie viele hast du schon geschaut? Genau. Schreib mir da unten. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Es wäre super, wenn du dabei bist. Ciao, bitte Ciao, dann. ciao. Mega, mega fein.